Die Jakobsfeier in Knoblochstal von Karl Räder. Im Pelzer Land, da ist es Mode, da feiert man als Jakobstag, besonders wann der Weigerode, da wird gedudelt, Donnerstag. So waren auch im letzten Sommer, sagen wir, in Knoblochstal, die Jakob all im Hirsch versammelt, im Hinterhaus, im kleinen Saal. Der Herr Schwert, er ist selbst ein Jakob, Gemeinderat, Beducht dabei. Er tät schon lang adjunkt gern wäre. Genug, er halt heut alles frei. Da wird getönt, gejuckst und gesungen, Spalvierers großer Spiel dazu, noch mehr wie 10-mal hen sie geschmettert, o Pelzerland, wie schön bist du. Na ja, wie Feierabend biet de Büttel, springt ihm de Pechknörz hinnen noch, nemmt ihm die Kapp. Tja, was will er machen? Da bleibt de Büttel halt da. Kein Wunder, wie's mal eins hat geschlagen. Wann's frei geht, wird net fortgelaufen. Da war die ganz meschuge Gesellschaft, was ja begreiflich is, voll gesoffen. Am vollsten war der Pechknörz, Jakob, wann des sei Frau bist. Lieber Gott, vorhin is er von seinem Stuhl gewerkelt. Dort liegt er funzig wie grott. Wann Pelzer endlich hen gedudelt, dann wern se närrisch, dann hat's geschellt, und so a do, wupp, sind se ähnlich, hopp, heut wird mal was angestellt. Der Grumbalvierer, so ein Schote, tut Scher und Messer raus, und schwapp, und schneid dem steif voll gesoffene Schuster sein lange Bart und Schnörres ab. Dann säft ein Ei und dann rasiert vom Vollbart siegst nimmi e Spur. Not schabt auf seinem Wirbel, grad wie me Parre, e Tonsur. Jetzt ziehen se'm an, Wett sein Senkel, stilbenem en Gogs auf statt de Kapp. Man meint jetzt grad, er wär ein Herr Parre. Der Volksoff Pechknötz sagt net Papp. Jetzt legen sie auf a kleine Leder, der Herr Schwert lacht sich beinahe schepp, dann tragen sie sachte das Dorf nunner und hocken auf die Paarhaustrepp. Sie lehnen langsam an die Haustür, kein einer redt dabei a Wort, dann tun sie 3-mal gehörig schelle und husch ums Eck rum, nix wie fort. Kurz drauf guckt a die Jungfer Köchin in den weiße Nachtjack oberaus. Da kreischt sie laut, ach Gott, Herr Parre, es hockt ein Mann vor unserem Haus. Jetzt kommt sie runter mit me Lichtel, sieht die Tonsur und tut en Grisch, springt neu und ruft die Treppen auf. Herr Parre, schnell, es ist ein Kolleg. Der Herr Parre kommt und guckt und schüttelt sein Kopf und hat kein Wort geredt. Dann tracht er dapper mit der Jungfer den armen Herr ins fremde Bett. Jetzt rufen sie schnell im Ort den Doktor, der kommt und horcht noch Herz und Lung. Er findet nix und sagt still: Herr Pfarrer, es ist wohl eine Hirnerschütterung. Doch sei es auch nicht ausgeschlossen, heute Mittag war es so heiß nach Tisch, dass der hochwürdige Herr Kollege vielleicht hätte einen Sonnenstich. Das Einzige sei zunächst hier Ruhe und eine zuverlässige Wacht und nasse Tücher auf die Stirne. Er käme wieder gegen 8. Jetzt weist sich erst als Samariterin die Jungferköchin, sie tut's gern und halt beim kranken Herr die Nacht wach und macht ihm Aufschläg auf die Stirn. Auf einmal morgens gehe 7, wacht langsam auf der fremde Herr, vergelstert guckt er rum im Stippchen. Sie sieht's ihm an, er ist ganz weh. Dann greift er langsam nach seinem Wirbel und babbelt was von Wäscht und Wei. Dann kreischt er wie ein Fuhrmann: Bärbel, bringe mo 'n Schoppe Wasser rein, schick mo de Leerbuhn auf zum Krämer, e Gummer und 'n Rollmops bei. Warum gibst dann keine Antwort, Bärbel? Geh wieder dunner Kalm noch neu. Schnell springt die Köchin zum Herr Parre, der lässt grad die Hinkel raus. Er flucht wie ein Türk und will 'n Rollmops.
Herr Pfarrer, der is nebedraus. Er geht neu, ach Gott, das noch, wie wird das ausgehen? So schon. Dann sagt er friedlich, Herr Kollege, nur still, Sie sind in guter Hand. Was? Kreischt der Pechknötz in seinem Hormel. Ich, ein Kollege? Vor Wut ganz blass. Ich bin doch der Schuhmacher Meier, der Meier aus der Hintergass. Da kommt per Zufall der Herr Doktor, und wie er fragt, ob alles klappt. Er meint, er wär der Schuster Meier. Herr Doktor, der is übergeschnappt. Jetzt kreischt der Meier noch der Kleider, die Herren helfen ihm dabei. Sie ziehen ihm an die schwere Hose und helfen ihm in den Senkel neu. Jetzt steht er vor'm wichtig Spiegel und statt neu. Es wird ihm schlecht. Sein Gesicht so blott als wie ein Herr Pfarrer. Ach Gott, ich glaub, die Leute haben recht. Bin ich vielleicht doch ein Herr Pfarrer? Brummt er vor sich hin im Schusterbass. Dann sagt er zu der Jungfer Köchin, ach, schicken Sie mal in die Hintergass und fragen Sie bei der Pechknötz Meiern mal an, ob nicht Ihren Mann wär drin. Wenn er daheim ist kein Zweifel, dass ich ein Herr Pfarrer bin.